Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer. Wie ihr schon im Hintergrund gesehen, befinden wir uns auf der Weltkarte. Wir haben jetzt gerade die letzte Folge Arendelle abgeschlossen. Wir können uns das einmal ganz kurz anschauen. Das wäre die Welt hier hinten, wo wir schon mit unserem Gummichat fix parat stehen, um weiter zu reisen. Es haben sich für uns zwei neue Welten aufgetan. Einmal die Karibik und das eine Mal haben wir San Francisco. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, welches das tiefere Level von diesen zwei ist, damit wir wissen, wo wir sollen entlang aufbrechen. Das wäre Level 38 und du wärst Level 34, was für mich klipp und klar heisst, wir gehen zuerst zu der Karibik. Aber das andere ist, ich würde ganz kurz mal unseren Gummichat wieder ein bisschen aufrüsten. Mich wundert, ob ich es das mal einigermaßen besser anbringe, weil wir brauchen ein bisschen mehr Feuerkraft oder allgemein das Aussehen können wir wirklich ein bisschen bearbeiten, weil es sieht schlimm aus und was mir auch aufgefallen ist, dass die da hinten dran, die zwei, wie sagt man denen, Geschwindigkeitshelfer, also allgemein die Auspuff da, also ich kenne es jetzt nur von Autos, die irgendwie nicht parallel zueinander stehen und mir das schon aufgefallen ist im letzten Mal und ich das ziemlich witzig gefunden habe. Was für mich heisst, ich muss da alles nochmal ganz kurz ummontieren. Und was ich auch noch ganz kurz nachgeschaut habe, und zwar mit Aussen bearbeiten, da können wir unsere Farben einfügen, um die wie weißen, blöden Blöckchen eigentlich mal ein bisschen überdecken, dass die nicht so schlimm aussehen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den Waffengummis, um zu schauen, ob wir da irgendwie noch mal etwas erhalten haben. Jawohl, da unten haben wir noch einen Laser bekommen, also meine Lieblingswaffe. Visiert automatisch den nächsten Gegner an und feuert 4 Schüsse ab. Also bei den anderen haben wir ja nur 2 aufs Mal, jetzt können wir gerade 4 aufs Mal auf einer Waffe und wir haben genug Punkte für, um das eigentlich zu montieren. Aber jetzt ist eher die Frage, wo montiere ich das an, dass es einigermaßen ansprechend aussieht. Oder wisst ihr was, ich mache jetzt ganz kurz zuerst die Bewegungsgummis, genau. Ich glaube, da bin ich gerade fast am besten dran. Jetzt muss ich aber ganz kurz schauen, wie ich das mache. Editieren. Jawohl, das heisst für mich, ich kann jetzt eigentlich editieren und wie tue ich dich jetzt wegradieren? Jetzt muss ich ganz kurz nachlesen. Entfernen. Alles funktioniert nur für... Okay, das heisst für mich, ich muss doch auf die Waffengummis gehen. Das sind jetzt Basisgummi, Waffengummis. Nicht Waffengummis, Bewegungsgummis. Hey. So, das sind die ich verwende. Jetzt muss ich aber mal schauen, dass ich dich eben gleich weit vorne platziere. Dich nehmen wir jetzt mal ganz kurz weg. Und jetzt müsstest du 1 gegen 4 platziert werden. Sehe ich das richtig? Jawohl. Also dann wären wir jetzt eben auf dieser Seite. Also jetzt ist wenigstens da hinten. Sieht es einigermaßen anständig aus, obwohl ich eigentlich einer anderen Meinung bin. Aber naja, es soll ja nur plus minus eigentlich helfen, um durch die Galaxie durchzukommen. Ein Künstler bin ich ja noch nicht. Jetzt müssen wir aber ganz kurz schauen, wenn ich das am besten mache. Was haben wir denn da für Basisgummis zur Verfügung, dass ich da vielleicht noch unten dran irgendwie nochmal so könnte... Ah, das ist ja auch nicht synchron da hinten. Oh Mann, das heisst ja für mich, ich nehme jetzt da einfach einmal alles weg. So. Ah, da muss ich noch eins über, dann nehmen wir die gleichen weg. Und jetzt muss ich gerade schauen, weil der weiße Gummi ist jetzt in dem drinnen. Oh, jetzt habe ich den Auspuff nochmal weggenommen. Aber eigentlich wollte ich den Basisgummi hier wegnehmen. Muss ich für das jetzt extra zu den Basisgummis gehen? Oh mein Gott! Dann machen wir doch das halt mal schnell. So, und wir sind nämlich 1 gegen 4 gleich gewesen. Das heisst für mich, Bewegungsgummis nochmal montieren. Und zwar probieren gerade synchron, dass es wirklich einigermaßen gut aussieht. Das sollte so stimmen, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, das sieht jetzt wirklich einigermaßen okay aus. Also jetzt könnten wir ja gerade die Farbe mal versuchen abändern. Das habe ich bis jetzt eben noch nie gemacht. Farbe, wir sind ja jetzt gerade so gel, rot, orange unterwegs. Das heisst für mich, ich schaue, dass ich da irgendeine orangeliche Farbe finde. Also eher eigentlich in die Richtung. Probiere ich das gerade mal aus, ob man da die Farbe abändern. Das müsste so funktionieren. Jawohl, es sieht doch schon einiges anders aus. Nicht gerade der Weltrekord im schönsten Gummichat, aber wenigstens eine andere Farbe, dass es wenigstens einigermaßen gut aussieht. Das heisst, jetzt müsste ich schauen. Ah, da haben wir sogar ein Muster. Materialien. Ah, da haben wir noch spezielle Blöcke drin, das habe ich gar nicht gewusst. Okay, speziell. Es sind noch coole Materialien, die muss ich mir einmal genauer anschauen. Und da haben wir noch bestimmte Muster, da könnt ihr jetzt auch noch irgendwelche Herzli und Blättli dran montieren oder Kreisli oder was auch immer. Also eigentlich ein paar so Herzli würden uns ja nicht schaden. Wir könnten ja mal schauen, dass wir da ein paar Herzli montieren. Also mich wundert es jetzt einfach im Allgemeinen, wie das geht. Oder wie das würde aussehen. Ah, was?
Okay, so orange Herzli. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gerade komplett. Ich finde, das sieht irgendwie strange aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte das jetzt knallhart so stehen lassen. Was haben wir denn da noch für Muster? Nicht wirklich noch spezielles. Farbe haben wir können ändern. Jetzt weiss ich wenigstens, wo wir das ganz genau machen. Und jetzt müssen wir schauen, die Geschwindigkeit von uns ist ziemlich hoch, die Offensive gar nicht mehr. Jetzt muss ich da schnell auf die Waffengummis. Jetzt montieren wir uns die eigentlich wieder da vorne dran. Und jetzt müsst ihr aber schauen, dass ich irgendwo noch den nächsten montieren kann, und zwar den hier. Und eigentlich könnte man den ja wirklich irgendwie so unten anschliessen machen, aber dann müsste ich nochmal so einen Basisgummi hinten ran tun. Ich montiere die jetzt einfach mal knallhart hier in der Luft rein und jetzt schauen wir mal, was wir da für Basisgummis haben, dass das vielleicht einigermaßen gut aussieht. Jetzt muss ich halt mal schauen, von unten kann ich das halt nicht wirklich anschauen, um das zu bearbeiten. Ja, so von daher. Jetzt muss ich mal schauen. Nein, das würde gar nicht passen. Auch wenn ich es drehen würde, müssten wir das mal eins öffnen tun. Eins rechts, eins links. Oh Mann, nein, das ist auch gar nicht schlüssig. Das gefällt mir dann gar nicht. Wenn es dann nicht schlüssig ist, klar, von vorne sieht es dann irgendwie anders aus. Aber ich bin jetzt unsicher, ob man dann den sogar noch eins hinterher könnte versetzen. Ob ich jetzt einfach versuchen soll, so den Basisgummi so anzuklatschen. Zweimal. So, okay, das sieht aber irgendwie von unten jetzt nicht so ansprechend aus. Aber von vorne kann man es eigentlich noch anschauen, außer dass da ein kleiner Spalt dazwischen ist. Über das müssen wir eigentlich noch diskutieren. Außer ich tue die Fässer da unten. Das könnt ihr natürlich auch machen, die Fässer da unten wegnehmen. Und die auch durch normale Gummiteile ersetzen. Wir könnten das eigentlich mal ganz kurz probieren. Ich würde jetzt auch gerade nochmal den nehmen, dass es sich irgendwie anschliessend aussieht. Nein, dann müsste ich dich... Wie tue ich dich entfernen? Entfernen ist mit dem Viereck, alles klar. Dann tun wir da mal... Ich muss da gerade ein bisschen blind arbeiten, also ich finde das jetzt nicht gerade der grösste Hit. Besonders von vorne muss ich jetzt schauen. Genau, so rum müssen die jetzt platziert sein. Ich weiss jetzt aber nicht, ob es das Loch dort von vorne ausfüllt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Doch, das sieht schon einiges besser aus, besonders so mit unseren Herzchen so nebendran. Jetzt müssten wir aber mal schauen. Ich finde, es sieht nicht mal so gar nicht mal so schlimm aus. Aber wenn, dann sollten wir, wenn wir schon wissen, wie man die Farben ändert, auch gerade mal noch das Aussehen an Farben verändern. Es ist eher die Frage, ob wir da auch noch mal ein paar Herzchen reinklatschen oder ob wir... Jetzt gehen wir noch mal die Muster anschauen. Ausser wir wollen hier ganz grosse Herzchen tun, dann sind wir unser Herzchen mobil. Okay, jetzt übernimmt es das gerade für das ganze Gummichatli. Aber das sieht jetzt wirklich noch cool aus, muss ich sagen. Komm, das lassen wir gerade so stehen. Ich glaube, das ist sogar nicht einmal ein Herz, sondern ein Karo oder irgendetwas in dieser Art von Kartenspiel. Das finde ich jetzt aber wirklich noch ziemlich nice. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Dann muss ich da nochmal auf die Farbe. Dann suche ich mir da gerade am besten sonst nochmal ein Orange oder wenn wir nochmal ein Rot anschliessen machen. Also das Einzige, was ich ausprobieren kann, ist, dann jetzt die zwei versuchen Orange zu machen. Und die da hinten könnten wir eigentlich eher auf Rot machen. Nein, jetzt hat es mir den ganzen Gummichat übernommen. L2 rückgängig. Jetzt habe ich aus Versehen, glaube ich, das Falsche berührt. Zack. Und... Uiuiui. Schaffe ich es noch tüpfen? Zack. Okay. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das von vorne aussieht. Gut, das sieht ein bisschen blöd aus, weil die Waffe dazwischen rein... Kann ich die nicht abändern auf Rot? Nicht wirklich, hä? Aber ich muss sagen, es sieht auf eine gewisse Art und Weise eigentlich schmackhaft aus. Also es ist jetzt nicht gerade der Überflieger wie beim letzten Mal, aber ich finde, es sieht sogar besser aus als das, dass wir jetzt ein paar Farben abgeändert haben. Jetzt ist eher die Frage, ob wir noch wollen, sonst schauen, ob wir da vorne nochmal einen Waffengummi anders anmachen können, anstatt so in Blau, vielleicht irgendetwas in Orange. Und da sehe ich eh gerade, da hätten wir sogar die bessere Version. Feuert einen Schuss in 4 Richtungen ab, feuert einen Schuss in 3 Richtungen ab und feuert einen Schuss in 2 Richtungen ab. Eigentlich könnte man sogar schauen, ob wir den hier anpflanzen können, aber der sieht ziemlich gross aus. Ich bin mir da jetzt ziemlich unsicher, ob das sollte funktionieren. Wir können aber mal schauen. Nein, der ist eins zu gross. Das heisst für mich, ich müsste eigentlich beide hier rausnehmen, um den zu platzieren, was ich ziemlich dumm finde. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, wir haben unsere Feuerkraft ein bisschen gesteigert. Wir haben unser Aussehen gut anbekommen. Darum würde ich sagen, wir speichern jetzt ganz kurz einmal unseren Bauplan so ab. Ich bin nämlich ziemlich zufrieden. Fertigkeiten haben wir, glaube ich, so nichts dazu erhalten. Oder können wir da auf FP23... Machen wir doch da mal ein Laser-Upgrade, ein Geschütz-Upgrade, ein Spezialwaffen-Upgrade. Nein, eher das heilige Upgrade könnten wir da rein tun. Beschleuniger, Schubbeschleuniger, TP-Upgrade, Rollen-Upgrade, Rollenzeit.
Geschwindigkeitsupgrade. Erhöht pro Stufe deine Geschwindigkeit um 5%. Das finde ich noch ziemlich gut, dann sind wir schneller unterwegs. Geschütz-Upgrade, Laser-Upgrade. Wir haben ja recht viel Laser an unserem Teil, aber das lassen wir jetzt mal so dran. Einschlag-Upgrade. Erhöht pro Stufe den Schaden deiner Einschlaggummis. Wir besitzen aber nicht wirklich Einschlaggummis. Heilig haben wir jetzt schon aufgetan. TP, finde ich, könnten wir eigentlich auch nochmal eins aufentun. Rollen brauche ich auch noch ziemlich viel, die tun wir auch nochmal rein switchen. Eigentlich können wir sogar, wenn ich das jetzt nicht falsch nehme, sogar alle da noch ein bisschen ausrüsten. Komm, jetzt nehmen wir noch den Belohnung-Gummi, dass wir die besiegten Gegner und Hindernisse hinterlassen. Also wir haben eine grössere Anzahl an Belohnungen, die wir bekommen. Wir haben bessere Schusswaffen, also Offensive und ein bisschen Heilung und Geschwindigkeit dazu. Das finde ich ziemlich cool, das lassen wir mal so. Dann speichere ich unseren Schweizer doch gerade mal ab. Mit bestätigen. Tun wir unseren Bauplan abspeichern. Ich muss sagen, also so einen hübschen Gummijet habe ich bis jetzt noch nicht anbekommen. Die meisten denken sich jetzt, what the fuck, das kann ich doch einiges besser. Aber ich muss schon ziemlich zufrieden sein mit dem, was ich jetzt gerade angebracht habe. So, kleine Gummijets haben wir beide schon ausgerüstet. Da kann ich auch nicht grossartig etwas daran ändern. Dann lassen wir die mal stehen. Ich würde sagen, unser Gummijet ist bereit, um in die nächste Welt aufzubrechen. Und ich würde sagen, wir haben uns, glaube ich, entschieden, auf die kleinere Welt zu gehen. Also mit der Kampfstufe 34 wäre da eine und Kampfstufe 38 wäre da eine. Was für mich klipp und klar heisst, wir tun uns zuerst mal in Versuchung zu machen, in die Karibik aufzumachen. Und ich würde sagen, jetzt reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei umeinander und sagen mal, wir fliegen von der Arendelle Richtung die Karibik. Und jetzt muss ich ganz kurz, nein, noch nicht aufbrechen. Ich muss jetzt, der Gummijet hat es jetzt automatisch übernommen. Ja, der hat es jetzt automatisch übernommen. Da muss ich halt ein bisschen drauf achten. Das Reparieren haben wir weit, aber das lassen wir mal alles auch so stehen. Dass ich nicht wieder mit meinem falschen Gummijet losbreche. So, mit unserer absolut epischen Musik machen wir uns auf den Weg ins zweite Universum. Leider haben wir halt alle Schatzkisten und so weiter und so fort schon alles erledigt, was für uns heisst, das Einzige, was völlig und übrig bleibt, ist ab in die nächste Welt und vielleicht noch unterwegs 1, 2 Monsterli oder die Gruppe Monster aufzusammeln. Dort hinten hätten wir auch eine Gruppe 3er Monster. Eigentlich könnten wir uns sogar überlegen, ob wir uns das mal versuchen, an eine Gruppe 3er Monster, also 3 Sterne Monster, anzuwagen. Dort hinten in 4200 Meter, würde ich jetzt mal so sagen, sind wir auf dem Weg Richtung Karibik. So, sammeln wir da noch so viel XP und alles mögliche, wo wir noch können. Kommt da vorne haben wir eine Zweiergruppe Herzlos. Ich würde mal sehen, wie unser Gummijet sich schlägt. Schalten so viele Gegner aus wie möglich. So, aber das sieht schon mal völlig anders aus da mit unseren Lasern, muss ich gerade mal sagen. Die demontieren die ja komplett. Also ich würde sagen, unser Ziel ist, dass wir wirklich das S zu erreichen. Beim letzten Mal sind wir immer so auf ca. C und A gewesen. Also jetzt schauen wir mal, ob wir das mal höher kommen. Auf dem D sind wir schon mal. Wow, aber die Raketen gehen ja total ab, muss ich sagen. Ich glaube, bis jetzt haben wir jeden Gegner dank denen verwünscht. So. Auch mobil sind wir recht gut unterwegs. Unser TP sieht auch noch gut aus. Stufe C haben wir schon erreicht. Mich wundert es jetzt, ob wir es wirklich noch auf A, wenn nicht sogar das S schaffen. So, aber die Laser demontieren ja wirklich gerade jeden einzelnen von diesen Herzlosen. Jetzt mal schauen, dass wir den Lasertyp hier wegbekommen. Das gibt ziemlich viele Punkte. So, den haben wir demontiert. Wir sind auf Stufe B unterwegs. Multiplikator mal 2. Nice! Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, oder wenn es dann erst so weit wird sein, ich habe heute an einem neuen Thumbnail geschafft, den ganzen Tag, also jetzt innerhalb von 3 Tagen, fürs Kingdom Hearts. Sobald ich das ich tue dann für jedes einzelne Video wird dann ein neues Thumbnail kommen. Und also es wird immer das gleiche sein, einfach mit komplett anderen Zahlen, wie es jetzt auch wird sein, aber ein bisschen stylischer, weil ich das Gefühl habe, das sieht ja einfach ein bisschen schäbig aus. Und ich würde eure Meinung komplett darüber freuen, und wenn ihr dann in die Kommentare schreibt, sobald ihr ein neues Thumbnail seht, würde ich mich freuen über euren Kommentar. So, unser Ergebnis, Countdown 645'000, wir haben es halt doch nur auf Rang B geschafft, aber ich glaube, das ist immer noch genug, durch die Galaxie reisen. Das Problem ist, wir sollten einmal schauen, dass wir mehr Waffen noch einsammeln, aber mehr so Laserwaffen. Das sind meine absoluten Favoriten, besonders gegen Bosskämpfe sind die halt mega cool, wenn man hauptsächlich alles ausweichen kann. Ich war jetzt gerade überlegen, ob ich da nochmal eine Horde versuchen zu erledigen. Aber ich glaube, da haben wir gerade noch ein paar Meteoriten, die wir mitnehmen können. Die geben uns gute Materialien, die wir brauchen können. Ich versuche da noch ein paar Meteoriten auf dem Weg zu zerstören, dass wir da noch ein paar Gummis einsammeln können.
bevor wir hier in die neue Welt aufbrechen. So, da vorne wartet sie schon, die neue Welt der Karibik. Ich bin jetzt unsicher, ob wir schon drauf landen oder ob wir noch mal ganz kurz eine Gruppe Herzloser versuchen, in den Arsch zu treten. Aber, nein komm, gehen wir mal in die Welt und schauen uns das Ganze mal an. Ein echter Gelehrter lernt aus seinen Fehlern der Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Herzog Testposting hat Herzog X-Organisation, Herzog Seon, VI. Also ich glaube VI ist 5 in der römischen Zahl, wenn wir jetzt täuschen. Herzog Radiant Garden und Herzog den Code knacken. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg, den Code zu knacken, dass wir als Sora auch weiterkommen. Du bist ja der liebe Jenso, wie wir dort oben lesen können. Und wir können in die neue Welt aufbrechen. Und ich wünsche euch viel Spaß. And to the locker that sparrow can find, look out, me hearties, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. A god is touching a sparrow save, look out, me hearties, yo-ho! And brought a blackguard back from the grave, look out, me hearties, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The Flying Dutchman is on the hunt, look out, me hearties, yo-ho. To punish a sparrow for his affront, look out, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Within the chest his secret sleeps, look out, me hearties, yo-ho. The heart of David Jones still beats, look out, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Yo ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? 'Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Got any idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sora! What ails ya, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're running out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Oh? Running out? Hard to starboard! But there's no time, Captain! Die Karibik! Joho, joho, Piraten haben's gut. Wow, wie gerne ich auch ehrlich gesagt ein Pirat wäre. Und wir sind jetzt irgendwie ans Ende der Welt gesegelt. Jetzt müssen wir uns das Ganze mal anschauen, wo wir am Schluss landet. Und ich freue mich schon mega in die Welt reinzustarten. Und ich hoffe, ihr genauso. Where'd we end up this time? We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirates? We won't get anywhere without a ship.
A ship. So, this is Grand End. Oh boy! It is a ship! There, Sora. Huh? Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Sure is. Hey, Jack, where are we? Oh, Belay that! Ship absconding! huh? Help me catch the pearl before she gets away! Aye, aye, Captain. Ei, Captain Jack Sparrow. Hilft Jack dabei, die Black Pearl zu schnappen, bevor sie entkommt. Alles klar, das heisst für mich einfach knallhart, wir rennen mal aufs Schiff entlang. Ich finde das gerade ziemlich cool, da mit dem Jack Sparrow. Also der Sora, der kennt ja auch wirklich auch alle Berühmtheiten, wenn man das so anschauen. Jetzt ist aber eher die Frage, muss ich jetzt gegen die herzlosen Kämpfer oder kann ich mich einfach auf den Weg machen, zum versuchen, das Schiff in die Hände zu bekommen, weil gegen die See, also gegen die Sandhinger habe ich gar keine Chance. Ich kann 90% von all meinen Fähigkeiten abwehren. Okay, du ballerst da wirklich auch mit hartem Geschütz auf uns los. Wie kann ich denn da ausweichen? Kann man denn gar nicht ausweichen? Muss ich wirklich knallhart jetzt versuchen zuerst... Get away, you barnacles! Ich lasse mich da nicht aufhalten von euch. Wir versuchen jetzt am Jack Sparrow seine Pearl zurückzubekommen. Mit unserer Wutform kommen wir da nämlich ziemlich gut entlang. Wow, haben wir es geschafft? That's who's doing Nein, da this. kommen irgendwelche komischen I said you could use my ship! Affen. Was ist denn das? Ihr hebt euch einfach an der Luft fest mit irgendeinem Anker. Okay, also wir sind gerade in unserer Wutform. Ich würde sagen, wir nutzen das aus. Ihr habt auch ziemlich gutes Leben eigentlich. Wenn ich das im Großen und Ganzen... Ich sehe euch gerade momentan fast gar nicht mehr. So, versuchen wir die einen nach dem anderen auseinanderzunehmen. Ich konzentriere mich jetzt wirklich mal auf den einen von diesen zwei. Der teleportiert sich da so umeinander wie ich. Das geht ja gar nicht. So, wir benutzen mal unsere Hasserraden ein, damit wir das Ultimative von unserer Wutform einsetzen können, dass wir beiden einigermaßen Schaden noch reinheizen. Unser Leben ist auch nicht mehr gerade das, was jetzt gerade vorher mal war. Wir setzen unsere Raketentanz ein. So, je 2 Balken haben wir, glaube ich, mal abgezogen. Das sieht nicht einmal so schlecht aus. So, aber unser Outfit, einfach genial. Wir sind wirklich in einem Piraten-Outfit. Ich muss mich ganz kurz aufheilen. Sonst komme ich da böse wieder auf die Kappe über. So, mit dir ist Schicht im Schacht, mein Junge. Oh, ich habe etwas völlig vergessen, was wir nachher noch machen müssen. Das habe ich jetzt in der letzten Welt noch nicht können. Unser neues Schlüsselschwert ausrüsten. Wir haben ein neues Schlüsselschwert erhalten bei der lieben Elsa. Und jetzt müssen wir zuerst dem Löwen auf den Sack klopfen, schauen, dass wir nachher mal die Zeit finden, um das Schlüsselschwert auszurüsten. Wir haben erhalten einen Revancheschritt als Bonus, weil wir diesen Saftsäck eins auf den Deckel gegeben haben. Und wir finden uns wieder im Ladebildschirm, was für mich heisst, es erwartet uns jetzt gerade noch mal etwas Grösseres. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich hoffe, ihr habt Freude wie ich. Wir sind Piraten und befinden uns im Fluch der Karibik. Wer es nicht kennt,
Jack! Mr. Gibbs! Aye, Captain. I thought so. I expect you're able to account for your actions then. Sir? There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're in Davy Jones' locker, Captain. Davy Jones' locker? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Jack Sparrow. Barbossa! Ah, Hector! It's been too long, hasn't it? Aye, Isla de Muerta, remember? You shot me. No, I didn't. Sora, we meet again. It's lovely to see you all. Oh, Will! Elizabeth! Is something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack. And that's how he ended up here. Then, Davy Jones' locker? You're saying that we've gone beyond... Beyond the grave? And we're here to wrest Jack from his fate. Teodolma. Out and about, eh? You had an agreeable sense of the macabre to any delirium. He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack! Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the Flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The brethren caught is called. Leave you people alone for just a minute, look what happens. Everything's gone to pot. I'm lost. What's going on? Well, sounds to me like this Beckett fella they mentioned is trying to conquer the ocean. Oh, That's him that wants to everyone. yeah. No conquerors. Listen, Jack. The world needs you back something fierce. And you need a crew. Why should I sail with any of you? 4 of you have tried to annihilate me. Jack, we're on your side. So you are, mates. I never could have caught the pill without you. Sora, Donald, Goofy, you're hired. Yes. Now, as for the rest of you... Teodolma, you're in. Gibbs, you can come. Hey. Weigh anchor, all hands. Prepare to make sail. Jack. Which way you going, Jack? Right then, Mr. Sora, the helm is yours, provided you pass muster. Huh? See that island there with the 2 peaks? Prove you can reach that, and the open sea is yours. Oh. Aye, aye. So, das Segelschiff steuern. Setze die Segel und erlebe Abenteuer auf den Weiten des Meeres. Schiffssteuerung. Beschleunigen, langsamer werden, Kurs ändern, Kamera bewegen, Ziele und Kanonen abführen mit X, Perspektive wechseln.
Ich glaube, soweit habe ich das verstanden. Wir dürfen hier ein Schiff fahren. Das finde ich jetzt aber schon noch ziemlich geil. Besonders, dass wir Pearl fahren können. Dort unten sehen wir auch schon unser Tempo. Kanonen, wie sieht denn das aus? Okay, so kann ich da meine Kanonen abführen. Noch ziemlich cool. Jetzt müssen wir aber schauen, wir haben da vorne ein Ziel zum Anstreben. Das heisst, wenn wir das als gut und einwandfrei anbringen, dürfen wir der Captain, wie ich das verstanden habe, von dem Schiff werden. Ziemlich cool. Da greifen uns auch gerade 2 Schiffe an. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da... Ich glaube, ich muss sie jetzt abballern. Versenken die Flotte der Herzlosen. Also selbst Herzlose haben ein Schiffli... So. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich da nicht... zu fest treffen lasse. Das weiss ich jetzt halt noch vom letzten Mal spielen. Sie haben auf der Seite, wie ihr seht, so komische Kugeln. Ich zeige es euch jetzt gerade. Wenn man die einmal trifft, versenken sie halt per sofort. Sonst geht es halt auch eine halbe Ewigkeit, sie runterzuschiffeln. Okay, 3 Schüsse haben trotzdem gelangen. Also ich kann nicht unbedingt den Punkt treffen. Aber ich zeige euch dann später noch. Wenn mehrere aufs Mal kommen, ist das halt ziemlich wichtig, dass man eher auf die Punkte zielt, damit wir schneller vorankommen. Aber ich glaube, wir haben unsere Aufgabe vom lieben Jack einwandfrei gemeistert. Wir schauen uns mal weiter an, was los ist. So, we do have a destination, right? I can't tell anymore. That is just making it up. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of Davy Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who Davy Jones be, and you say you be men of the sea. Let's put it this way. We're from another sea. Aye, now. Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment. But 13 years pass, and Jack failed to return. So Jones, him send the Kraken to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But if Jones learned that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you talking about us? You mean that the Kraken's gonna eat us? Let the Kraken have a crack. I ain't scared. Not scared at all. That be rare. Most men, them run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? It be a chest where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with, but not enough to cause him to die. And what part of him is that? Him heart. How does he do it? A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was recompleted?
if not to affirm my intellectual prowess and invest in my research. Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good. But I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. That's my boy. I'll be watching from the shadows then. Okay, nach dem Einblick, dass jetzt sogar 2 von der Organisation sich in der Karibik befinden und nur einer will sich mit uns messen und anlegen, würde ich jetzt mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal noch ein bisschen weiter an. Auch wenn die Folge das mal halt ein Stückchen länger ist, ich hoffe, es stört nicht so ganz. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Thank goodness. Never fear. All according to plan. But that be no reason to rest easy. A ship! I've never seen one like that. Heartless! Look out! Barbosa, have you allied with those fiends again? Don't impugn me honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Huh? Get ready! I sure do wish we could get a little closer. What? What are there? We can't do that. We can! Zoro! Donald and Goofy! Protect the ship! I'll handle the Heartless!
So, Luftgefecht. Besiege einen riesigen fliegenden Herzlosen und beschütze die Black Pearl. Benutze L, um in die Höhe zu ändern und L, um zu lenken. Drücke R2 oder X, um die Richtung in die du zielst, feuern. Visiere ein Ziel direkt an und drücke dann Kreis, um zielsuchende Torpedos darauf abzufeuern. Halte Dreieck gedrückt, um mit einem Luftsprung Gefahren auszuweichen und einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Wenn du abgeschüttelt wirst, kannst du die Windschritte nutzen oder entlang der farbigen Rauchspuren wieder zurück auf den Rücken der fliegenden kleinen Herzlosen gelangen. Okay, ich glaube, ich habe es soweit verstanden. Wir müssen versuchen, mit dem kleinen Herzlosen, jetzt der grosse Herzlosen, mit seinem tonnenweise Leben versuchen zu zerstören. So, das sieht schon ziemlich gut aus. Okay. Also ziemlich schwer kommt mir das jetzt nicht wirklich vor. Ich versuche jetzt eigentlich durchgehend auf den Drachen vorne zu zielen. Das einzige Negative, das er jetzt gerade da momentan hat, Torpedos, kann ich auch noch abfeuern. Okay. Dann haben wir da Torpedos. Ich würde sagen, ich richte so viel bleibe einfach komplett auf den Vogel drauf. Also wirklich schwer dunkelt mich jetzt das nicht. Und da vorne immer wieder mal die Kleinen noch abballern. So, 2 Balken haben wir da schon abgezogen. Das sieht schon ziemlich gut aus. Nice, nice. So, einfach innen anfliegen, gemütlich. Und dir die ganze in den Rücken reinschiessen, so wie man es eigentlich richtig macht. So, wir kommen da auch immer näher, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Was ist denn ein Luftsprung? Ah, okay, ein Luftsprung wäre das, als ich dann näher an dich ankomme. Der hat das gerade ziemlich geholfen, dem auszuweichen. Die kleinen Viechli, habe ich das Gefühl, tun uns eigentlich nicht so viel wirklich an. Die Black Pearl wird angegriffen, besiegen einen riesigen fliegenden Herzlosen. Ja, aber da bin ich doch schon die ganze Zeit dran. Also mehr als draufbleiben kann ich wirklich nicht. So, unsere Black Pearl nimmt auch schon ein bisschen Schaden. Das heisst, ich muss dich killen, bevor die Black Pearl komplett kaputt geht. Aber ich würde mal sagen, 4 Balken haben wir da schon abgezogen. Wir machen das weiterhin so, für seinen Rücken zu springen. Ah, jetzt kann ich da sogar auf seinen Rücken abspringen. Okay, also wir sind auf einem riesigen fliegenden Herzlosen drauf. Okay. Wupp, wupp. Und was soll ich jetzt machen? Was ist jetzt das Ziel? Okay, eigentlich gegen Führer wandern. Soweit ich das mitbekomme. Ui, hebt die fest. Weiche mit Dreieck den Gefahren aus und mit X soll ich den Kopf schlagen. Okay, alles klar, das sollte eigentlich gut kommen. Jetzt machst du irgendetwas, jetzt kann ich da... Mit 3 kann ich mich retten von dir, du kleine Made, ey! Dich sollten wir eigentlich mit links anbekommen, aber dass gerade am Anfang von dieser Welt schon so ein Gegner auftaucht, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So, lebentechnisch sind wir noch gut dran und die Hälfte vom Leben haben wir schon drinnen. Du riesen Vogel, ey. So, jetzt kommt da wieder irgendetwas. Jetzt muss ich da nochmal mich schützen, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen. So, er schüttelt uns höchstwahrscheinlich jetzt ab. Jawohl, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da... Ui, wo bleibt er? Wo bleibt er? Was ist los? Ich komme da gerade irgendwie nicht auf den Kleinen drauf. Ah, wieso klappt das nicht? Dann versuchen wir nochmal auf dem Schiff einen kurzen Halt machen. Okay, okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ah, ihr schiesst mich da komplett runter, hä? So! So hat das einwandfrei funktioniert. Ich weiss jetzt aber gerade nicht, ob ich mich überhaupt... What the fuck? Ob ich mich ganz kurz heilen kann, weil das wäre mir gerade momentan ein bisschen wichtiger. Aufsinken. Geschwommen bin ich jetzt, glaube ich, wirklich noch nie. Dann versuchen wir jetzt gerade nochmal an den nächsten anzujumpen. Wir sollten den Gegner eigentlich gut anbekommen. Wo befindest du dich? Da oben befindest du dich. Wir bleiben gerade mal direkt drauf. So, du grosser, blöder Vogel. Jetzt versuchen wir dir wirklich gerade am Arsch dran zu bleiben. Weil ich habe das Gefühl, mit unserem Schiessen haben wir... Ja, klar schiesst er noch das Schiff. Was soll ich machen? Er ist ja noch nicht tot, Goofy. Oh Mann, oh Mann. Aber der hat ja auch Leben, bis nichts mehr geht. Jetzt müssen wir da gerade nochmal einen kurzen Dings machen. Da habe ich einen kleinen Fail gemacht. Nicht weiterführen. Wir müssen schauen, dass wir ihm wirklich immer schön hinter dir dranbleiben. Ich versuche es nochmal mit den Torpedos, aber ich weiss jetzt nicht, ob die wirklich mehr bringen, als wenn ich einfach normal drauf bleibe. Ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, unsere normalen Schüsse tun dir einiges mehr an, als da. Du hast irgendetwas vor. Versuchen wir nochmal gerade
Du musst in der näheren Schiff bleiben, wenn Manöver durchführen. Ja, ich bin ja dran. Ist nicht so leicht, wie das aussieht. Okay, wo bist denn du, Riesenvogel? Kann ich den nur übersehen? Da hinten ist er. Wir sollten schauen, dass wir hinter dem Vogel bleiben. 4 Balken haben wir noch, das sollte eigentlich noch machbar sein. Ja, die Black Pearl nimmt Schaden, ich nehme aber auch ziemlich guten Schaden. Also, bitte überfordert mich nicht. So. Sind wir jetzt am 3. Balken dran? Jawohl. Nice Sache. Immer schön hinter ihm bleiben und durchgehend drauf klatschen. Ist das Beste, was ich gerade machen kann. Schauen, dass ich ihn aus den Augen verliere. Oh, jetzt greift er wieder Pearl an. Aber Pearl hat weniger Leben als, mehr Leben zur Verfügung als der grosse Herzlose. So, wir können wieder auf seinen Rücken gumpen. Dann machen wir doch das mal gerade. So, jetzt muss ich mich da wieder gegen Führer kämpfen, aber während er nicht am Fliegen ist. So, come on. Zack. Und jetzt kommst du auf den Sack rüber. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass er uns nicht zu viel Schaden macht. Also immer unser Schutzschild genug früh aktivieren. Das heißt, 2 Balken haben wir noch. Jetzt ist einfach eher die Frage, ob wir die gerade da hinten auf dem Rücken durch... Schild aktivieren. Oh, Gott sei Dank. Das ist jetzt gerade sowas von knapp gewesen. Wir sind gerade an der zweitletzten Balken. Und man, hau auf Birne. Nice! Was machst du? Hauen! So, letzte Balken! Come on! Ah, da wollte er gerade nochmal... Oh, Gott sei Dank gerade rechtzeitig. So, er schüttelt uns nochmal ab, aber wirklich viel Leben hat er eigentlich nicht zur Verfügung. So, das haben wir gut anbekommen. Jetzt müssen wir aber nochmal schauen, wo sich der Riesenvogel da in der Luft befindet. Da oben ist er. Es sieht ziemlich gut aus. Gut, das sieht ganz gut aus. Und... Come on! Nicht mehr viel! Ja! Luftgrätsche und Bonus haben wir erhalten. Und der Riesenvogel eiset den Deckel von uns. Oh, ist das gerade anstrengend gewesen. OMG! All right! Huh? Well, wait! Oh no! Sora? Sora! Donald? Goofy? Where are the others? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. That's desertion. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That eager to sail under Captain Jack Sparrow? Oh? Jack! Perhaps you'll consider an arrangement. One which requires nothing from you but information. Regarding the Brethren Court, no doubt. In exchange for fair compensation, square my debt with Jones, guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything. Where are they meeting? What are their plans? Shall we? Shall we what? Some pirate won't get anywhere without a ship. So, let's go get one. Oh, yes! Sora and Jack sure are cut from the same cloth. David Cadillac.
Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wished for be yours. Free her how? Sora? What's wrong? Huh? Oh, nothing really. I'm good. So, Unterwassererkundung. Erforscht die Meerestiefen auf der Suche nach versunkenen Schätzen. Unterwassersteuerung habe ich jetzt gerade vorher schon lernen. Halte gedrückt, um dich schneller zu bewegen. Habe ich jetzt gerade vorher lernen, als ich in den Tiefsturz geflogen bin, wegen unserem Vogel, den wir bekämpfen durften. Das ist jetzt ein ziemlich langer Einstieg in die Welt mit unserem Gummijet entlang. Die liebe Frau, ich weiss gerade ihren Namen nicht auswendig, will unser Schlüsselschwert brauchen, um sich befreien zu lassen. Und die einzige Person, die wirklich noch da geblieben ist, um uns beizustehen, ist der liebe Jack Sparrow. Und ich würde mal sagen, wir machen doch mal da ganz einen kurzen Cut und schauen uns an, wie wir in der nächsten Folge mit dem lieben Jack Sparrow versuchen, das nächste Schiff zu klauen. Ich danke euch vielmals fürs Einstellen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö!